Dino und Stego. Wir haben Fragen auf all deine Antworten. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder einschaltet bei einer weiteren Folge von Dino und Stego. Wir hocken hier gerade bei mir daheim in einem schönen Bern auf dem Sofa und freuen uns auf ein weiteres Gespräch. Heute ohne Gast, heute einfach der Jan und ich, die miteinander austauschen. Wir haben gedacht, es wäre spannend, mal ein bisschen Revue passieren zu lassen, was bis jetzt so passiert ist. Wir haben doch einiges an Folgen aufgenommen. Wir haben das irgendwie auch nicht so geplant. Wir haben nicht so einen 2-Monats-Plan gemacht, sondern wir sind einfach mit dem Flow gegangen. Und geschaut, wen wir finden, gell? Genau. Das hat doch jetzt 8 recht coole Podcasts gegeben, finden wir. Wo einiges hergeben, wo einiges aufgebrochen haben, wo einiges Feedback so reingekommen. Feedback sind auch reingekommen, es hat Boden gegeben zum Diskutieren. Und wir denken, wir machen mal eine Folge, wo wir zusammen ein bisschen austauschen, was so gelaufen ist, was für Feedbacks wir bekommen haben, was wir spannend gefunden haben, was das uns vielleicht auch provoziert oder genervt hat oder wo das wir noch nicht so genau wissen, was wir jetzt davon halten. Ja, das letzte Mal haben wir ja 2 Saurier stellen Fragen, die wir zusammen haben geläutert, haben wir es genannt. Und jetzt 2 Gurus ziehen Bilanz oder so, mit dem entsprechenden Foto. Ja, genau. Also Gurus natürlich nicht, wie wir uns das Gefühl haben, wir sagen Gurus, aber mehr wie wir es, oder ja, so halbe halt. Aber wir haben ein Foto von einer Wegeparty, wo irgendwie so aussieht, als ob wir uns schon in diversen spirituellen Richtungen niedergelassen haben. Genau, also die kritischen, die jetzt sagen, oh nein, so schnell und jetzt ist es schon so abgedriftet. Genau. Das ist nur eine Verkleidung. Also wenn du das Foto nicht siehst, musst du vielleicht noch schnell auf die Homepage, vielleicht siehst du es dann dort. Ja, voll. Aber es wird zum Beispiel auf Spotify nicht gross angezeigt. Ohne Scheiß? Ja. Das habe ich nicht gewusst. Auf iTunes ist immer das Gleiche, aber auf Spotify wird es gross. Nice. Also alle Spotifyler, dürft gerne euch auch von diesem Bild meditieren, wenn ihr das möchtet. Wir nennen uns Saurier und jetzt nennen wir uns halt auch Gurus. Mal für eine Folge. Genau. Ja. Aber ja, lass uns einsteigen. Ich würde dich gerne fragen, Jan. Zieh mal ein bisschen Bilanz. Was ist bis dahin gelaufen? Was ist vielleicht bei dir besonders auch hängen geblieben? Oder was ist bei dir besonders rausgestochen aus den Folgen, die wir bis jetzt hatten? Also ich finde es eine spannende Reise, die wir machen. Wir haben ja gesagt, wir wissen nicht genau, wo es uns herführt. Wir haben Fragen und wollen offen sein für interessante Ideen. Und jetzt in diesen ersten 8 Folgen von mir aus gesehen, heisse Themen, die für mich gebrannt haben wir schon abklappern. Einmal in der ersten Runde. Zum Beispiel das Polos-Thema wird immer wieder gelost. Und wer hat gedacht, Sex Sales ist schon ist der Sex gut gelaufen? Sextag mit der christlichen Sexologin, der Veronika Schmidt, ist der Renner. Okay. Zusammen mit dem Polos-Thema vom Markus Giger, Pfarrer von der Street Church Zürich. Aber nachher auch die anderen Themen finde ich heiß. Auch Manuel Schmidt wird viel gelost. Gott hat keinen Plan. Oder In die Hölle für immer. Und nachher jetzt letztes Mal noch abschliessend, so fast für die erste Season, könnte man sagen, wo wir jetzt Bilanz ziehen. Ein Bier mit dem Atheist, und zwar war das ein recht gesprächsfreudiger Atheist gewesen, der Valentin Abgottsporn, der mal seinen Job verloren hat, weil er ein Kruzifix im Oberwallis hat abgehängt als Lehrer. Das war cool. Jetzt habe ich gerade viel aufgezeigt, aber eben das ist so gelaufen, oder? Und hier und da sind immer wieder Feedbacks reingekommen. Dir haben viele Leute geschrieben, gell? Ja, bei mir ist wirklich recht lustig, weil ich habe ja nicht mega personifiziert jetzt für das Werbung gemacht, sondern ich habe einfach ab und zu mal in meiner Insta-Story mal etwas gepostet oder vielleicht mal hat sich ein bisschen umgesprochen, aber es haben mir oft dann auch Leute geschrieben, hey, cool, dass ihr das macht, ich habe mir jetzt all die Folgen reingezogen oder so und ja, also das hat mich auch mega irgendwie, es hat mich dann auch noch beschäftigt, ich dachte, wow, ich habe gar nicht gewusst, dass so geht, dass so läuft. Dass sich das so umspricht. Ich bin also ich finde es mega cool, weil ich merke, hey, krass, also Leute beschäftigen es ähnlich, haben ähnliche Fragen und kommen mit uns da mit auf die Reise. Gleichzeitig bin ich dann doppelt so nervös und immer denke, natürlich will ich reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist, mache ich auch immer, aber
ja, du merkst jetzt mal, hey, es hören die Leute zu. Und sie könnten dir auch das Maul im Wort umdrehen, das Wort im Maul umdrehen, meine ich. Und, aber es ist cool, also ich finde es Hammer. Danke auch für all die sich Zeit genommen haben, um als WhatsApp schreiben oder ein Mail oder auf der Homepage christkindli.li mal einen Comment liegen zu lassen. Es hat auch sicher Stimmen gegeben, die besorgt waren oder die mal so ein bisschen gesagt haben, hey, ich würde gerne mit dir mal darüber reden, was ist denn das Ziel von dem allem? Was macht ihr da überhaupt? Was macht ihr da? Wieso stellt ihr das alles jetzt in Frage? Wieso treffen ihr euch genau auch mit diesen Gästen? Jemand hat geschrieben, es mache ich ihm auch es gebe ihm Sorgenfalten und so. Und das sind mega coole... Hat er Sorgenfalten gesagt? Ja, Sorgenfalten, ja. Und es sind coole Feedbacks, wo ich mega schön finde. Ich finde es schön, dass sich Leute damit beschäftigen, dass etwas passiert, dass man sich Gedanken macht. Ich und Jan haben ja nicht gesagt, wir machen jetzt ein neues Glaubensbekenntnis oder ein Manifest, das wir da entwickeln. Wir sind eine Bewegung oder so. Genau, wir haben auch kein Logo, kein Kirchenlogo oder so, sondern wir stellen einfach Fragen. Natürlich tauschen wir uns auch aus, natürlich geben wir auch unsere Meinungen preis, aber das ist ja so, dass man das auch sehr gerne kritisch hinterfragen und eine andere Meinung haben. Wir würden uns sogar freuen, wenn wir auch Leute mit ganz anderen Meinungen bei uns im Podcast begrüßen. Also wenn du jetzt der grösste Kritiker von unserem Podcast bist oder den kennst, dann wären wir sehr froh, wenn du dich bei uns melden oder uns sagen, wer das ist, dass wir den oder die bald einladen und ein spannendes Gespräch mit dieser Person haben. Ja, also ich habe schon gemerkt, dass wir so ein bisschen in, sag ich mal, vielleicht ein bisschen progressive, postmoderne oder so ein bisschen, weißt, Postevangelikal. Wie auch immer da die richtigen Begriffe sind, weißt, dass wir halt schon so ein bisschen die Liberalen, vielleicht könnte man es so denken. Ja, ich habe das Wort auch nicht gerne. Ja, es gibt fast keine guten Wörter für all diese Sachen. Aber sie helfen eben gleich manchmal. Aber, ja. Aber dann müssen wir halt schon schauen, dass wir auch mal ein bisschen etwas Konservatives haben, wo man konservativ nennen würde, was auch immer das nachher heisst. Weißt? Was auch immer das heisst. Also eben, es ist immer... Aber ja, natürlich, die Begriffe helfen. Also, ich denke schon mit unserer ersten Folge, wo es darum gegangen ist, dass die Bibel, ja, dass man den Paulus dürft kontextualisieren, dürft auch in Frage stellen oder zumindest seine Schwerpunkte der Briefe. Ihn als Mensch. Seine ganze Prägung, seinen Werdegang, seinen Blickwinkel könnte in Frage stellen. Ja, das ist für mich, ich kann nur schon sagen, für mich, so wie ich aufgewachsen bin, als Christ, der sich mehrheitlich in Freikirchen bewegt hat, wo man eigentlich die Fragen nie an die Bibel gestellt hat, im Sinne von, könnte man das jetzt verstehen? Müsste man da vielleicht auch eine kritische Gegenfrage an die Person, die das geschrieben hat, stellen? Das ist mir nie begegnet in meinem Leben. Und du hast dann im ersten, also die Saurier stellen Fragen, hast du glaube gesagt, dass wenn Leute gefragt haben, was glaubst du denn, dann hast du gesagt, du glaubst an die Bibel. Ein Atheist hat mir mal gesagt, irgendjemand hat mit ihm geredet und gesagt, er glaube an die Bibel. Und das ist ihm so schräg eingefahren. Und ich habe das so gehört und gedacht, das hätte ich können sein. So vor 10 Jahren oder so. Weil das ist für mich auch immer so gewesen. So, was ist denn die Wahrheit? Ja, die Wahrheit ist die Bibel. Und ich glaube an die Bibel, weil ich glaube, dass die Bibel die Wahrheit ist. Also das ist meine Realität. So ist es gewesen und so ist es auch. Und das ist ja schon spannend. Also das würde ich sagen, das hat sich bei uns im Podcast schon ein bisschen herausgestellt. Kannst du vielleicht auch etwas dazu sagen? Es ist bei vielen Talks schlussendlich, also gerade wenn wir mit Theologen reden und mit Leuten, die halt Themen nehmen, die auch in der Bibel oder wo mit der Bibel argumentiert wird oder vielleicht auch gegen die Bibel argumentiert wird, es ist oft auch um Schriftverständnis gegangen. Um wie gehen wir mit der Bibel um? Und da bist du immer recht, hast dich recht eingeschaltet. Was ist eigentlich dort so dein Anliegen? Oder was ist so das, was dich dort beschäftigt? Das ist so ein Thema, da spüre ich dann, wie ich langsam so ein bisschen kippelig werde. Weißt, so. Warum denn? Ich hasse es einfach, wenn ich wie das Gefühl habe, dass Leute sich widersprechen, wenn sie über die Bibel reden. Wenn jetzt jemand sagt, die Bibel ist heilig, dann möchte ich von dem wissen, was heisst das, dass die Bibel heilig ist? Was ist heilig und was ist gehört für dich zur Bibel und wieso? Ich glaube, nachher gehen wir manchmal gleich in Details rein, auch die Theologen unter Umständen, und nachher plötzlich doch eine Hierarchie aufbauen. Die einen stellen
sie so verwenden, dass sie die anderen außer Kraft setzen. Aber das widerspricht sich mit der absoluten Aussage von mir aus gesehen, wenn du sagst, die Bibel ist heilig oder die Bibel ist das ultimative Wort Gottes oder von den Freikirchlern, die sagen 100% Gotteswort, 100% Menschenwort. Das impliziert aber, dass der Paulus eben, wenn er zwar als Mensch schreibt, dass das alles gleich von Gott eingehaucht ist. Und das würde dann für mich heissen, aber auch jeder Vers ist von Gott so gewollt gewesen. Also sprich, Gott hat und Paulus etwas eingeküschelt und er hat es genau so gemeint. Er wollte, dass der Paulus das genau so niederschreibt. Und er hat es von Ewigkeit her so geplant, dass der Paulus es genau so aufschreibt. Ich glaube, das ist ja immer das Schwierige, dass man, so wie man mit der Bibel arbeitet, dass sich das nicht widerspricht, sondern dass man wie so ein Gesamtbild hat oder dass man wie, wir sagen ja dem Hermeneutik oder hermeneutisches Verständnis, wie leitet man die Bibel aus, dass sich das irgendwie, sage jetzt mal, ganzheitlich nicht widerspricht, sondern dass es irgendwo Sinn macht, stimmig wirkt. Und das Lustige, muss ich ehrlich sagen, beim Podcast mit dem Valentin, das ist das gsi, wo ich gemerkt habe, das hat mich noch beschäftigt, wo der Valentin gesagt hat, hey, ich würde euch etwas empfehlen. Beschäftigt euch nicht so viel mit dem Buch. Ja, voll. Hey, ihr zerbrecht euch den Grind, ihr streitet euch, ihr habt Kirchenspaltungen wegen Texten, die vor 2'000, 3'000, 4'000 Jahren geschrieben worden sind. Entspannt euch mal, weißt so, was macht ihr? Leset sonst irgendein Buch, weißt. Und ich bin so dort und denke so, hey shit, Mann, ja, es hat etwas, weißt? Es hat etwas. Und gleichzeitig habe ich auch wie gemerkt, das weiss ich auch. Ich kann das dir jetzt nicht einfach so sagen, aber ich habe mich auch schon so mit der Bibel beschäftigen oder jemand hat sich vor mir mit der Bibel beschäftigt und ich musste sagen, Scheiße normal, ich kann das Buch so lesen und anschauen und auslegen, dass das so eine Relevanz für mein jetziges Leben hat, dass mir das fast ein bisschen Angst macht. Weißt du, so ein Text, der vor 4'000, 5'000 Jahren geschrieben worden ist. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass mir gewisse Sachen so dermaßen aufbauschen, wo es dann vielleicht gar nicht mehr so gemeint worden ist zu der Zeit, wo es geschrieben worden ist. Und gleichzeitig kann ich mir gleich auch vorstellen, dass Sachen schon weit zurück irgendwo eine Gesetzmäßigkeit drin haben, die auch in der heutigen Zeit sich nicht verändert hat. Der Mensch ist der Mensch. Und Sachen wiederholen sich, Themen wiederholen sich. Und selbst die alten Geschichten, die ja so eine lange Zeit auch überstanden haben, oft sind es ja mündliche Überlieferungen gewesen, am Anfang, nicht mal schriftliche. Also Leute haben sich Geschichten weiterverzählt, wie sie das Gefühl hatten, das ist so etwas Relevantes. Dass die auch heute noch irgendwo durch uns bewegen können, berühren, uns etwas mitgeben können, das finde ich beachtlich. Und gleichzeitig sehe ich es genau auch so. Denke ich mir so, hey Scheiße, ja Mann, ein Brief von irgendeinem Mensch vor 2000 Jahren ein paar anderen Menschen geschrieben. Dann wollen wir das irgendwie legitimieren. Und wir zerbrechen uns 2000 Jahre später die Birne wegen dem. Das geht doch nicht, wir müssen es irgendwie erklären. Und sind das irgendwie am Zurechtbügen und uns am Überlegen. Und ich denke so, hey, es schaltet einfach den gesunden Menschenverstand ein, weißt du, so. Der Valentin hat ja gesagt, durch das, dass ihr eben die Streitereien habt, über Kontextualisierungen und Ansicht und so, hey, also für ihn ist das ein Eingeständnis, dass das Buch eigentlich kannst fortführen. Ja. Also, weil das so wie, ja, das ist so wie eine Nerd-Diskussion, hat er gesagt, ja, oder? Genau. Wo man nachher darüber streitet, was der Tolkien hier genau gemeint hat oder so. Was würde passieren, wenn jetzt alle theologische Arbeit von 2000 Jahren, weißt, zunichte wäre, alle Bücher verbrannt, alle Vorträge gelöscht, und dann hätten wir trotzdem noch die Bibel. Nachher würden wir die Paulusbriefe lesen. Und denken, zum Beispiel, was redet jetzt die Frau soll schweigen in der Gemeinde. Und nachher schließen wir auch Ältestendienste und so weiter aus für Frauen. Wir tun jetzt eben uns theologisch mit dem auseinandersetzen, aber wenn es jetzt 0815 Bürger liest, die Bibel muss doch für den 0815 Bürger gemeint sein, dass er das auch versteht. Also tut dann auch der Heilige Geist automatisch gerade die ganze Theologiearbeit übernehmen, weißt, und ihm helfen, dass er das jetzt genau versteht, was jetzt da wichtig ist und wie er das versteht. Also
das denke ich so weit hergeholt, weißt? Und dann muss man doch sagen, wenn wir so eine theologische Arbeit müssen haben und uns so müssen mit dem auseinandersetzen, mit Stellen, die so simpel wirken, dann stimmt irgendwie etwas, dann schmeckt es wirklich nach einer Zurechtbiegung, nach einer künstlichen Zurechtbiegung. Also für mich. Ich habe jetzt eben das eine Thema, wo ich immer drauf gepocht habe, ich bin fast ein bisschen schuldig, dass ich jetzt, ich muss das mal ein bisschen ausführen und ich habe mich ein bisschen damit beschäftigen. 1. Korinther 14, Vers 34, oder Valentin hat ja gesagt, das ist seine Lieblingsstelle, oder eine von seinen Lieblingsstellen. Hat sicher noch 2, 3 andere Lieblingsstellen. Und ich habe mal ein Kapitel in einem Buch gelesen, das so ein paar Stellen erklärt, aber die ist rausgelassen worden und es hat mich dann Hölle geärgert. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen. Denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Und jetzt waren wir bei Veronika gewesen, und die hat gesagt, hey, sie schaut zum Beispiel mehr auf das Leben von Paulus als auf die Stellen, die er schreibt. Und hat eigentlich auch Argumente wiedergegeben von einem Vortrag von Thorsten Dietz, einem deutschen Theologe, systematischen Theologe an der Evangelischen Hochschule. Und er hat in einem Portal namens Worthaus einen Vortrag gehalten mit dem Namen Die christliche Gemeinde, der Mann als Gottes Repräsentant, die Frau als schweigende Zuhörerin. Fragezeichen. Und hat dort einen sehr interessanten Vortrag gehalten, wo ich so, ich weiß nicht, insgesamt wahrscheinlich 2-mal gehört habe, mit viel zurückklicken und so und nochmal hören, was er sagt. Und er ist wirklich auf das eingegangen. Hat vor allem die konservative Position sehr, sehr gut zuerst mal dargestellt. Und nachher, also ich führe jetzt das aus, wo ich eben ein bisschen auf dem rumgepocht habe, eigentlich seit dem Markus, seit dem ersten Talk, den wir hatten. Und zwar ist im Thorsten Dietz sein Argument, er will es eigentlich in dem Sinne im Kontext der damaligen Zeit sehen, dass dann die Provinzen ein Teil des Römischen Reichs waren. Und die Römer hatten zwar eine gewisse Religionsfreiheit gehabt, also sie haben Kulte und so zugelassen, aber die Christen sind so ein bisschen abgedriftet, weil sie keinen Tempel hatten, sie hatten kein Opfer gehabt, sie hatten kein Bild von ihrem Gott. Es ist ja, man soll sich kein Bild machen, weißt? Es war so ein bisschen komischer Kult gewesen. Und da haben sich die Christen natürlich wahrscheinlich auch Sorgen machen, die Römer, die wollen wir nicht zu fest verärgern. Und Thorsten, sein Argument war, sie haben den Römern zeigen, wir sind ganz normal, wir schleusen Kinder und unsere Frauen gehorchen uns, weißt du, so nach dem Motto. Also er hat es so gesagt, ja. Also, der Römer, also er hat so ein bisschen im Witz gesagt, aber es geht schon in die Richtung, oder? Dass man wie zeigen, das Schlimmste war ja noch, der religiöse Führer der Christen ist gekreuzigt worden von den Römern. Und wenn man nachher sagt, ja, unrechtmäßig, dann sagt man, ja, tust du unser Justizsystem in Frage stellen, weißt? Ja. Und dann sind sie schon langsam ein bisschen in brenzlige Gewässer. Also haben sie Angst davor, dass sie wirklich drunter kommen von den Römern? Oder was? Dass die Römer sagen, das geht nicht. Sie sind ja nachher auch den Leuten quasi zum Fraß vorgeworfen worden und so. Also, es hat also du hast eigentlich das Gefühl, oder das sagt Herr Dietz, dass der Paulus eigentlich seine Brüder und Schwestern auch schützen wollte. Genau, er sagt genau das. Und zwar nimmt er eben, und das ist meine Kritik, auch ein paar Stellen aus der... jetzt sind wir wirklich theologisch unterwegs, ich weiss, aber ich habe gefunden, es ist wirklich meine Schuld. Du musst es einfach durchbringen. Ich muss es jetzt durchziehen. Aber du musst es irgendwann auch mal beenden. Ja, also, ich probiere es möglichst schnell zu machen. Es gibt ja die Pastoralbriefe, die nicht unbedingt an Gemeinden einfach geschrieben sind, sondern konkret an Timotheus und an Titus, die Verantwortungspositionen hatten. Je nach biblischer Übersetzung wird zum Beispiel Gemeindeleiter gesagt oder Bischof. Dort steht so wie, auf was man schauen soll, dass die Zeiten eingehalten werden bei der Gemeinde und so weiter. Also, er hat zum Beispiel 1. Timotheus 3,7 hoch aufgehabt. Der Dietz, wer eine Gemeinde leitet, jetzt habe ich mal Hoffnung für alle, sehr gemächliche Übersetzung. Wer eine Gemeinde leitet, soll auch bei Nichtchristen in einem guten Ruf stehen, damit er nicht ins Gerede kommt und so dem Teufel in die Falle geht. Der Thorsten hat gesagt, Widersacher. Er hat jetzt dort wie interpretiert, wie ich das verstanden habe, dass der Widersacher auch die Römer sein können oder das Römische Reich.
Also im Sinne von, oder alle anderen, auch im Titus, das ist jetzt ab 1 sogar, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Und jetzt ist es eine etwas ältere Übersetzung, dass die alten Männer nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben und so weiter, bla bla. Weingenuss und so man auch nicht zu viel. Besonnen, keusch, häuslich, gütig, ist jetzt für die Frauen zugeordnet. Und sich ihren Männern unterordnen, damit das Gotteswort oder Wort Gottes nicht verlästert wird. Und seine Interpretation ist dort jetzt auch, hey, schaut, dass das Wort Gottes nicht verlästert wird, auch von diesen Gastgebern oder von diesen Kulturen, wie der griechischen Kultur und der römischen Kultur, wo wir drin sind. Also wie könnte man sich das ein bisschen so vorstellen, wenn wir jetzt zum Beispiel als Christen in ein muslimisches Land gehen und dort mit Badhosen und Bikini so am Strand rumblütteln und der Rest, so, hey, was machen die? Der Rest alle so mit Burkinis oder so rumlaufen. Ja. Und wir sind so dort und denken, hey, Freiheit ist chillig. Peace, wir machen was wir wollen, unsere Kultur. Aber hast du das Gefühl, man kann sich das so vorstellen, so, dass Paulus ist da in dieser Kultur, in der römischen, er merkt zwar, da bricht etwas auf, da werden lange Traditionen, so wie man es gemacht hat, da wird etwas aufgebrochen, aber jetzt einfach schnell halblang einen Gang zurückschalten, wenn man jetzt überbordet, die kommen nicht mehr klar auf ihr Leben. Das Argument ist, wie er setzt Priorität darauf, dass das Evangelium weiterverkündet werden kann und für das muss man Opfer bringen. Also für das muss man Opfer bringen. Also das ist schon, ich glaube, Veronika hat das so angetönt. Man kann das nicht belegen, oder? Aber man wünscht sich, sage ich jetzt mal, wie, dass der Paulus eigentlich, dass es unsympathisch war. Aber noch eine Stelle, 1. Korinther 10, 32. Seid unanstößig sowohl für Juden als auch für Griechen, als auch für die Gemeinde Gottes. Aus diesen paar Stellen interpretiert man jetzt von mir aus gesehen eben auch ein bisschen gewagt nachher, ja, der Paulus, wenn er hätte können, wenn es da kein römisches Reich hätte gegeben, ja, dann hätte er natürlich das alles nicht geschrieben, weißt. Aber wenn ich Paulus Briefe lese und so der Charakter von Paulus, er ist halt so ein bisschen der Patriarch irgendwie, habe ich das Gefühl, dann muss ich sagen, ist es für mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gesucht. Du bist schon nicht zufriedenstellend. Ja, man sagt zwar, es ist verantwortungslos, aus ein paar Stellen irgendetwas Grosses rauszuleiten, aber dann nimmt man auf der anderen Seite auch wieder ein paar Stellen und interpretiert daraus, was der Paulus hätte können denken oder wie man denkt, dass der Paulus es eigentlich gemeint hat und stülpt es nachher auf die anderen Verse. Oder man geht wieder ganz 1. Mose 3 darauf her, auf wie Gott es ursprünglich gemeint hat mit Frau und Mann, dass sie gleich geschaffen worden sind und nachher, nach dem Sündenfall soll die Frau in Schmerzen gebären und der Mann soll den Acker pflegen mit Schweiß und so. Nachher stellt man wieder die eine Sache über die andere und dann muss man sich fragen, wie denken wir konsequent? Das ist für mich einfach so, jetzt bin ich fertig. Ja, aber die Frage ist ja, du kannst ja auch konsequent gewisse Stellen über andere stellen. Also weißt du, kannst doch... Wenn es einem Prinzip entspricht, von mir aus schon. Aber dann musst du klar sagen, was ist das für ein Prinzip. Du musst wie ein Prinzip haben, das du auf alle Bibelstellen kannst anwenden kannst. Ja, aber das ist doch zu systematisch. Also das ist doch... Ja, aber wenn wir für argumentieren eben wie Nerds, dann müssen wir irgendwie eigentlich auch System reinbringen. Sonst sind wir einfach unglaubwürdig. Es ist wirklich... Also aber das ist doch genau das, was ich gemeint habe. Dort kommt doch irgendwie ein Gesamtverständnis rein, wie geht man mit der Bibel um. Oder wie? Genau. Und ich glaube, um das geht es ja schlussendlich. Aber gibt es denn dort ein Gesamtverständnis, das dich überzeugt oder sagst, so würde ich mit der Bibel umgehen? Also in die Richtung, wo es mir zieht, ist es so, dass sie sagen, hey, nehmt den Paulus, entkrampft den Paulus. Das ist wirklich, hey, das ist ein Mensch, der hat vielleicht manchmal auch Seich geschrieben, weißt du? Probiert nicht irgendwo im Alten Testament etwas zu finden, wo dann über das drüber stülpt. Ich finde das unglaubwürdig. Also du fändest einfach entspannt, wenn jemand mal will sagen, hey, der Paulus hat sich da einfach geirrt. Das ist so sinnlos von mir gesehen, weil das ist so nerdig
und du brauchst eben theologische Erklärung, Ausbildung für all das, aus diesen klaren Sätzen, wo du wieder liest, die Frau soll schweigen, die Frau soll keinen Schmuck tragen und so weiter. Wenn du dir das erklären willst, dann musst du dich zuerst damit beschäftigen. Ich glaube nicht, dass, wenn du als frisch bekehrter Christ sagst, jetzt schlage ich mal einfach eine Bibelstelle auf, so Gott, bitte führ mich. Und nachher... aber das Krasse ist ja, wenn du dann sagst, okay, da hat sich der Paulus geirrt, da hat er einen Scheiß erzählt. Weißt du, das ist ja das, was die Leute nachher so den Boden unter den Füßen wegziehen. Okay, wenn der Paulus da Scheiße erzählt hat, könnte er ja da auch Scheiße erzählt haben. Dann könnte ja sich der Matthäus in seinem Evangelium hat er vielleicht die Geschichte auch ein bisschen falsch aufgeschnappt und hat die 5000 Brot sind vielleicht dann gleich auch nicht, und weißt du, dann fängst du ja alles dann an, dann hat jetzt mal nichts mehr die Verlässlichkeit. Ich weiss, was du meinst. Also, es gibt natürlich theologisch auch ganz verschiedene Ansätze, wie dass man da Hierarchie bauen kann. Und ich habe nicht prinzipiell gegen alle von denen etwas. Okay. Es gibt zum Beispiel, dass du wie kannst sagen, allgemeine moralische Sachen, ebenso wie liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also trachte nach, hey, was tut deinem Nächsten gut? So wie Prinzipien, die zeitunabhängig sind, kulturunabhängig, also hoffentlich, wo du einfach überall kannst anwenden und jetzt nicht gerade sofort den Anstoß durch das verursachst. Oder? Je allgemeiner, aber gleich desto fundamentaler wird es nachher auch. Weißt? Aber das Lustige ist ja, dass dann viele Leute auch dann das Gefühl haben, jetzt zum Beispiel gerade liberale oder progressive Auslegungen von der Bibel, dort beugt man sich halt einfach das Wort ein bisschen zurecht. Also das heisst, du hast den Zeitgeist, der sagt gewisse Sachen und wir sagen dann, ja, die Bibel tut sich dem auch, also die widerspricht dem nicht. Oder? Das ist ja zum Beispiel... Ja, das ist von der Thorsten Dietz, hat auch gesagt, hey, die Konservativen, die sind wenigstens konsequent. Also genau. Im Sinne von, aber sie müssen dann richtig konsequent sein, dass sie sagen, ja, also es ist jetzt sein Argument, ich bin nicht sicher, ob ich einverstanden bin mit dem, aber das, wenn du sagst, ja, es soll keine Gemeindeleitungsposition und so einnehmen, dann macht auch. Dann darf sie aber auch nicht Kanzlerin werden, weißt du? Ja. So, Aha, okay. Und dann tust du nachher konsequent auf das ganze Privat- und Berufsleben ausweiten. Ich muss einfach immer ehrlich sagen, wenn jemand mir sagt, du musst die Bibel wörtlich verstehen, oder die Bibel ist heilig und das Wort Gottes, mir kommen einfach immer die alttestamentlichen Sachen in den Sinn. Und ich denke einfach immer so, vergiss es, Mann. Du kannst das nicht zurechtbügen. Wenn im Alten Testament steht, wenn zwei Männer raufen und der eine und die Frau will dazwischen und mit ihrer Hand irgendwo an einem ankommt, dann muss sie ihre Hand abhacken. Das kannst du im Levitikus, das kannst du nicht zurechtbügen. Du kannst nicht sagen, das ist 100% Wort Gottes eingehaucht. Vergiss es. Das ist einfach... Und wenn es ist? Also ich meine, wenn wir so einen Gott haben, weißt du? Ja. Was ist, wenn es so ist? Nein, aber das ist ja... Das wirkt für uns jetzt einfach... Das ist für uns einfach ein totaler Bullshit. Oder so, geht her und schlitzt ihre Bauch auf, weißt du? Ja, wenn du das der Schwangere, so. Nein. Wenn du das liest, können dir nur zwei Sachen durch den Kopf gehen. Entweder denkst du, der Gott hat einen Flickfurt, oder wir Menschen haben etwas total missverstanden. Also du kannst die zwei Sachen kannst du denken. Aber du kannst nicht das zurechtbügen und sagen, das ist jetzt heilig und das muss man wörtlich... Also weißt, wenn mir jemand sagt, das Neue Testament musst du wörtlich verstehen, dann muss ich sagen, ja, aber also, wie verstehst du das Alte Testament? Wie verstehst du die Stelle? Aber lass uns da mal Schlusspunkt machen. und noch weiterziehen, weil wir haben noch einiges mehr. Aber es ist geil, dass jetzt das mal darlegen loslassen. Sorry zusammen, es müssen sein. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich habe mal so ein Buch gelesen von einem Autor, wo so das Titel heisst, glaube ich, What is the Bible oder so. Oder What we talk about when we talk about the Bible. Und der hat am Schluss vom Buch so Fragen uns dem Leser auf den Weg mitgeben, so, welche Fragen kannst du an biblische Texte stellen? Und diese Fragen habe ich super gefunden. Weißt du, ich denke, das sind die richtigen Fragen. Weißt du, mit diesen Fragen kannst du arbeiten. Es geht weniger darum, sind die Geschichten wirklich passiert? Hat jetzt der Walfisch, der Jona, wirklich geschluckt? Sondern es geht mehr darum, was will mir die Geschichte denn genau sagen? Was ist denn, wieso hat die Geschichte überlebt? Die symbolische Bedeutung von... Genau, warum hat man sich die Geschichte weiterverzählt?
Und was ist der Wahrheitsgehalt an dieser Geschichte? Nicht die Moral der Geschichte. Ist die Geschichte wahr, so wie sie passiert ist, weißt, historisch wahr, sondern was für einen Wahrheitsgehalt hat sie? Ich habe mir das selber schon vorgenommen, dass ich das Kapitel nochmal lese und mir die Fragen rausschreibe. Vielleicht mache ich auch einen Artikel irgendwie auf dem Blog oder so, wo man die... Weil das ist wirklich... Das würde mir, glaube ich, gut, das nochmal vorzunehmen. Und vielleicht kann das auch anderen Grundlagen geben, sich mal mit der Bibel neu zu beschäftigen oder so. Ja. Wir haben einen Gast in der Pipeline, ich weiß gar nicht, wenn wir ihn treffen, ich glaube im Juli. Der Dave Jäcki. Treffen wir den im Juli? Ja, im Juli. Dave Jäcki, Theologe, Philosoph, Aktivist und so weiter und so fort. Wir kennen ihn beide nicht persönlich oder gut, aber er hat uns spannend gedacht, so aus der Distanz. Und er hat ein spannendes Paper über sein hermeneutisches Verständnis geschrieben, das ich gelesen habe. Ich habe zwar nur die Hälfte verstanden, aber das, was ich verstanden habe, habe ich noch spannend gefunden. Und vielleicht könnte man mit ihm mal noch dort vielleicht einfach mal noch die Fragen noch reinginken und mal schauen, was er uns so dazu zu bieten hat. Yes, jetzt hast du es lustig gemacht. Ja, super. Also, und wenn ihr, also ich weiß nicht, ob ihr den Dave Jäcki kennt, aber wir überlegen uns auch, vielleicht euch mehr noch unsere Gäste anzukündigen, dass ihr auch ein bisschen eure Fragen im Voraus könnt schreiben, dass wir vielleicht 1-2 Hörerfragen könnt reinnehmen. Genau, aber... Ich habe noch etwas zum Frauen-Mann-Thema. Also wir haben ja noch Feedbacks bekommen. Jetzt ist glaube von mir ein Beispiel. Eine schreibt mir aber auf Facebook, auf Christkindli, also die ausführlichsten Feedbacks und auch Fragen. Das ist reichhaltig. Ich bin dankbar. Es ist so spannend, weißt, es ist genau das, was ich mir wünsche, für das so etwas läuft. Klar, es gibt Leute, die vielleicht lieber kommentieren und nachher antworten auf Kommentare öffentlich. Und es gibt Leute, die schreiben lieber persönlich. Ist jetzt jemand, der lieber persönlich schreibt? Ich finde, das sind meistens so die herzlicheren Sachen, oder? Sie hat uns gefragt, beide, was halten wir überhaupt, also zum Beispiel von Männern, Rollenbildern und Bilder von Männlichkeit in der heutigen Gesellschaft. Das ist spannend, so die Stereotypen, oder? Mann, Frau, so was zeichnet ein Mann aus, was zeichnet eine Frau aus? Ab wann ist man männlich, ab wann ist man weiblich? Das sind spannende Fragen. Sie hat mich auch gefragt, wieso bewegt dich das Thema so, weißt, mit den Frauen? Dich, oder was? Ja, wieso, ja? Also einfach, es ist, ich bekomme eben, du sagst gerne Bückeli, gell? Es ist einfach so, wenn irgendetwas, wo ich gesagt habe, es gibt doch kein, wieso sollte es so sein, weißt? Wir sehen ja heute, Frauen können genauso die Berufe mit Köpfchen können sie genauso machen wie Männer, auch wenn vielleicht die Interessen nicht ganz gleich verteilt sind im Durchschnitt, also statistisch. Aber die Frauen können heutzutage alles machen, oder? Und man sieht, dass es funktioniert in dem Sinn. Es gibt keinen Grund, wieso es nicht funktionieren sollte und wieso dass eine Frau nicht sich könnte mit etwas theologisch auseinandersetzen. Ihre Biologie hat da keine Barriere, die das irgendwie verhindert. Aber mich nimmt es wirklich einmal Wunder, wer das denn etwas anderes behaupten würde, weißt? Also eben, klar, du hast die Schrift, aber sorry, wer kann denn etwas anderes behaupten? Also mich würde es mal wundern, was mich eher noch wundern, jemand hat mich noch gefragt, aufgrund vom Tag mit der Veronika wegen dem Frauenproblem, hat mich so gefragt, hey, aber was ist denn genau... der hat mich das persönlich gefragt und gesagt, hey, mich nimmt das Wunder, was sind denn die Ungleichheiten? Dort, wo Mann und Frau noch nicht gleich sind, dort, wo es noch nicht Gleichberechtigung herrscht. Was sind das für Themen? Wo, was? Hat wir das nicht gesehen oder hat wir das Gefühl gehabt, wird aus einer Mucke ein Elefant gemacht? Also bei der Veronika habe ich das Gefühl gehabt, es geht vor allem um Emanzipation im Sinne von, die Frau soll ihre Bedürfnisse kennen und die können mitteilen. Und für die das wünschst du aber auch für beide Geschlechter. Oder? Genau, für beide Geschlechter. Aber sie natürlich eher noch so, hey, die Frauen haben da vielleicht auch eine andere Geschichte mit Männern. Und sie sind so wie der Schlüssel zum Ganzen. Ja, und irgendwo durch auch, hey, das habe ich so spannend gefunden bei ihrem Tag. So, hey, was ist denn für dich eine emanzipierte Frau? Und sie hat gesagt, das ist eine Frau, die ihre Bedürfnisse kennt und die auch, für die auch einstehen kann und die auch ausdrücken kann. Die Frage ist einfach auch wenn sie eben am liebsten daheim kocht und zu den Kindern schaut. Genau. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn das ihr Ding ist, oder? Ja. Ich meine, dann muss man nachher, das ist auch etwas, was ich am heutigen Feminismus ein bisschen kritisiere, wenn sie wie die Frauen zwingen, hey, das muss die interessieren und das andere nicht. Die Frauen so machen, was sie wollen. Weißt? Ja. Das ist dann so ein bisschen, darum nenne ich mich selber nicht unbedingt Feminist.
Und jetzt kommen wir weiter zu, wenn wir jetzt noch alle Themen abklappern. Ja, nein, nicht abklappen, aber jetzt hast du dein Schriftthema gehabt. Yes, also, was hast du? Ich will jetzt noch, also wenn ich jetzt noch Revue passieren kann lassen. Also ich habe auch Alltags mega spannend gefunden. Aber wenn ich jetzt so ein bisschen sagen, was mich im Moment am meisten noch beschäftigt, ich glaube, es sind wirklich die Themen Hölle und auch so ein bisschen das, wie Gott denn genau ist und was er denn mit den Menschen irgendwie zu tun hat. Also weißt du, wie wirkt denn Gott in die Menschheitsgeschichte hin? Und dort finde ich, haben wir die beiden Talks mit dem Manuel Schmid schon auch eine recht spannende Perspektive aufgetan und auch es hat mir auch gut getan, mal jemanden zu hören, wo ich das Gefühl habe, der hat sich sehr stark mit diesen Themen beschäftigt. Weil etwas, was mich schon beschäftigt, ist die Höllendebatte. Also das Thema Hölle, oder? Weil ich habe das Gefühl, es wird nicht viel darüber geredet. Man macht ja keine Gottesdienste, wo man mit der Hölle sagt, hey, die Hölle brütet vielen Menschen am Ende des Lebens. Oder wenn du dich jetzt nicht entscheidest, dann wirst du in die Hölle kommen. Das sagt man ja so nicht mehr direkt. Das wäre ja hochkontrovers. Aber also macht man schon. Es kommt vor. Okay, es kommt vor. Aber ich würde jetzt mal behaupten, aber viele Leute glauben es genauso. Also die glauben genau. Und ich würde sagen, eine erschreckende Mehrheit glaubt, ja, dass wenn jemand sich in seinem Leben nicht zu Jesus bekennt oder irgendwie sagt, ich glaube an Jesus, an Gottes Sohn, mein Erlöser und Heiland, dass er, wenn er stirbt, in der Hölle landet und auf immer und ewig unter Schmerzen und Leiden und vollem Bewusstsein. Folter unter vollem Bewusstsein muss existieren. Und sorry, liebe Leute, aber wenn das stimmt, dann gibt es für mich keine gute Botschaft in der Bibel. Das ist für mich einfach gesetzt. Wenn das wirklich so ist, dann hört mir auf mit Evangelium, mit Gospel, mit Good News. Es gibt ja keine gute News. Die guten News sind absolut beschissen. Weil es heisst, es stellt so eine starke Bedingung her. Also dann hat die gute Nachricht ist, dass du eigentlich total im Elend bist, aber vielleicht, wenn du Glück hast, wie ich, wo Eltern hatten, die einem mit der Muttermilch gesagt haben, Jesus ist dein Erlöser und Heiland, dein Erlöser und Heiland, 7000 Mal mir das beigebracht hat, bis ich das irgendwann in meinem Leben vielleicht auch mal so ahnen konnte, dann hast du halt Glück gehabt. Also, aber alle anderen haben halt kein Glück gehabt. Tut mir leid. Aber so ist halt Gott. Ja. Er verteilt halt das Glück ein bisschen. Also sorry, das ist für mich absolut unschlüssig. Das ist für mich eine Botschaft, die keinen Sinn macht. Und was ich auch glaube ist, also wenn du das Christentum attraktiv machen willst und Leute das Christentum näher bringen, aber das in deinem Kopf ist und das eigentlich deine Theologie bestimmt, das macht das Christentum höchst unattraktiv. Also weißt du, im Sinn von, nein, ich sage nicht das Christentum, es macht der Gott vom Christentum. Das macht er doch zu einem Monster. Seien wir doch mal ehrlich. Das ist doch ein Monstergott. Wenn 80% der Menschheit nach dem Tod in so einem Zustand muss verweilen, dann muss es für mich eine bessere Antwort geben, dann muss es für mich einen anderen Ansatz geben. Und ich finde, der Manuel Schmid hat mir dort irgendwie können helfen aus dem Geschwür von der Hölle, wo sich auch bewusst und unbewusst, weißt du ja oft, das wird ja nicht so predigt, aber oft ist das Unterbewusste, wo sich so aufbaust, das Geschwür ein bisschen rausoperieren. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich da ein bisschen auf eine Reise gemacht und mich mit dem Thema beschäftigt und ich konnte Zugang zu dem Leben nach dem Tod finden oder Denkansätze, wo ich muss sagen, die guten Nachrichten sind für mich langsam wieder zu guten Nachrichten geworden, weißt? So die Good News vom Christentum. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das langsam Good News könnten sein, weißt? Und für alle Menschen und nicht für eine kleine Minderheit der Menschheit. Also ich will das auch nicht mega ausführen, aber ich würde euch mehr, wenn ihr eure Hörer mal ein bisschen herausfordern und sagen, hey, was habt ihr da für ein Denken, was geht da durch den Kopf? Und macht euch mal auf eine Reise, überlegt euch mal, denkt das mal zu Ende und überlegt euch mal, was sind denn die guten Nachrichten, die das Christentum davor redet. Ich werde das bekräftigen, was du sagst. Das ist wirklich, das sind so ähnliche Gedanken, wie ich gerade darüber hatte. Also, es ist so ein bisschen befreiend, weil, wenn man das eben zu Ende denkt, in der Konsequenz, was ist das denn für ein Gott, wo wir nachher noch daran glauben? Da habe ich wie die Hoffnung, dass ich an einen guten Gott glaube. Ich will mir nachher so wie entnommen, weil, nein, das kann doch kein guter Gott sein, wenn er das Opfer eingeht, dass wir,
Also ich weiss nicht, vorhin bist du wie nicht von einem freien Willen ausgegangen, oder? Also gesagt, es ist, weil du 1000-mal Jesus hat dich erlöst, hast du es nicht übernommen. Nein, ich sage einfach, die Voraussetzungen in diesem Leben sind doch so total unterschiedlich. Also, wenn wir davon ausgehen, dass eine Erlösung allein von einem Glaubensverständnis, das heisst, ich glaube an etwas. Glaubst du an freien Willen? Ich glaube an freien Willen. Und ich glaube, das würde ich jetzt noch anhängen, weißt? Ich glaube, dass ein Mensch sich am wenn man es jetzt wieder aus einer christlichen Perspektive anschaut, an einem Liebesangebot von einem Schöpfer, von einem Gott, dass er sich dem verweigern kann. Ich glaube, an das glaube ich noch. Ich glaube nicht, dass Menschen irgendwann an einem Punkt in ihrem Leben wie sagen, weißt du, dass wie die Spielregeln aufgehoben sind und sagen, so, jetzt lieben ihr mich alle einfach, ihr lieben Geschöpf, jetzt ist der freie Wille ausgeschaltet. Nein, das glaube ich. Dass Menschen die Möglichkeit haben, sich dem zu entziehen. Aber menschliche Geschichten sind so komplex. Verstehst du, wenn du als Kind, das ist ja das, was ich als Sozialarbeiter gelernt habe, wenn du heute Menschen siehst, die sich vielleicht total schräg verhalten, total unliebenswürdig auch sich manchmal verhalten, weißt, ihre Liebesfähigkeit nicht mehr so entwickelt haben und einfach, sag jetzt mal, schwierige Menschen geworden sind. Du kannst von 100% davon ausgehen, dass die eine schwierige Kindheit hatten. Also das heisst, das Opfer wird zum Täter. Das ist immer so. Ein Täter wird nicht einfach so zum Täter. Er ist, ich würde jetzt mal behaupten, und das ist meine These, zu 100% das Opfer gewesen. Und wenn ich dann an einen liebenden Gott denke, wo mit Menschen unterwegs ist, wo unglaublich schwierig sind und wo ein Leben leben, wo du denkst, das ist weit weg von einem, wie man sich ein christliches Leben vorstellt, aber so eine schlimme Kindheit oder so ein schlimmes Leben hinter sich haben, mit so vielen Schicksalsschlägen, Missbrauch und so weiter. Sorry, wenn wir an einen Gott von der Liebe glauben, dann muss der Gott sich diesen Menschen irgendeinmal mal erbarmen. Offenbaren. Und er kann doch nicht am Ende von diesem Leben sagen, du hast nicht an mich geglaubt, also jetzt ciao. Es erwartet dich noch viel etwas Schlimmeres, wie dass du in deinem ganzen Leben schon erlebt hast. Für immer und ewig. Genau. So, dann muss er sagen, so und endlich bist du daheim. Endlich bist du erlöst von dem ganzen Scheissdreck. Endlich kann ich dir eine Heimat geben. Weißt, das ist das, was mir durch den Kopf geht. Und wenn mir dann die Leute kommen und sagen, ja, aber er hat nicht an Jesus geglaubt, dann sage ich, ja, aber sorry, Mann, das geht doch nicht auf, Mann. Weißt du, dort kommt ja jetzt die Bibel auch wieder in die Quere, bei dieser Stelle in der Offenbarung, wo es heisst, sie werden für immer in Feuersee geworfen, all die das Zeichen hatten. Oder so Sachen. Und nachher steht dort für immer. Dort klammern wir uns dann, also dort ist dann auch wie die Schrift, ich sage jetzt mal im Weg, ich weiß nicht, ob das die richtig ausgedrückt ist, aber es ist wirklich so, also wenn so ein Gott, weißt, wie könnte ich so einen Gott lieben? Weißt, von mir aus. Es ist, wenn er wie, das ist für mich nachher nur noch jemand, der Pistole auf dich hat und sagt, lieb mich oder drücke nach. Ja, genau. Das ist es genau. Das ist lieb mich. Und das ist ja dann auch die angstbehaftete Theologie. So im Sinn von, hey, du solltest im Fall schon noch glauben, weil es ist im Fall mega dringend, mega ernst. Der Manuel hat es ja auch gesagt, es gibt Christen, die sind anscheinend nur Christen, die Angst haben vor Hölle. Ja, ich habe das auch gehabt. Ich kenne doch das in meinem Leben. Ich habe doch Angst gehabt, dass Jesus irgendwann zurückkommt und mich nicht mitnimmt. Stell dir mal das mal vor, weißt du, so, du hast Angst, Jesus kommt. Sicher jedes Kind, das vielleicht mal so aufgewachsen ist, hat das vielleicht mal so, hoffentlich kommt er nicht bald, weil es könnte noch knapp werden für mich. Ja. Stell dir mal, du das mal mit der Liebe gleichsetzen. Bring das mal mit der Liebe in Vereinbarung. Liebe, die keine Angst kennt. Verstehst du? Jesus, der so oft den Menschen sagt, hab keine Angst. Also, wenn das stimmt, mit dieser Höllentheologie, die da rumschwirrt, dann alles, was es gibt, ist Angst und Depression. Also dann müssen auch Leute, Christen, die das glauben und wegen dem auch mega stark missionieren oder was auch immer. Sorry, es gibt keinen Grund mehr für euch in die Ferien zu gehen, es gibt keinen Grund mehr fröhlich zu sein. Ja. Nein, aber es ist doch so. Ja. Es hat mir mal jemand gesagt, hey Jan, nicht Christen, hat mir gesagt, das ich glaube schon mal gesagt, Jan, Christen, wenn ihr nicht die ganze Zeit Evangelium verkündet, quasi jede Minute, oder? Dann seid ihr kriminell. Ja. Aber es hat wirklich etwas, ja. Ja, es hat in der Konsequenz gedacht und ich denke manchmal so gerne so ein bisschen weiter, dann ist es wirklich so. Und dann, weißt du, sorry, dass wir jetzt das Thema noch ein bisschen in die Länge ziehen, aber
wenn dann mir jemand sagt, ja, aber Gott ist eben auch heilig und er kann eben auch keine Sünde bei sich ausstehen und er ist eben auch gerecht, dann muss ich sagen, das Argument sticht für mich null. Weil wenn Gott heilig ist und keine Sünde erträgt, erklären wir das mal anhand vom Leben von Jesus. Also Jesus war heilig, aber der hat sich ja mit gar keiner Sünde abgegeben. Der hat ja keine Sünde an sich herlassen. Vergiss es. Und auf sich genommen am Kreuz. Ja, der ist ja nur zu den Sündern. Der hat ja immer den Kontakt mit den Sündern, mit denen, wo... Also das geht für mich nicht auf. Und wenn du mir dann sagst, ja, aber Gott ist gerecht. Ja, also wenn wir Menschen die Leute nicht würden auf ewig in eine Hölle schicken, dann macht das Gott ganz sicher nicht. Also. Dort ist ein wahnsinniger Denkfehler. Und auch im freien Willen hätte ich noch Denkfehler, aber ich weiss nicht, ich glaube, das tun wir irgendwo später mal reinschieben. Aber dort, bei der Hölle, mit der Gerechtigkeit und Konsequenz, ist von mir aus gesehen ein fundamentaler Denkfehler drin versteckt. Und zwar sagen wir, ja, Gott, so wie du sagst, kann nicht mit Sünde in Kontakt kommen. Kann er nicht anlängen, oder? Oder das ist bei ihm, wo das er hat keinen Platz, genau. Er ist du kannst nicht zu Gott kommen. Du kannst nicht vor ihm bestehen. Ja, genau. Und wenn man nachher sagt, darum müssen wir ewig in die Hölle oder so, dann sind zwei Sachen, wo man nicht unterscheidet, die man so unterscheidet. Und zwar, das wäre zwar konsequent, Gott kann nicht mit dem in Kontakt kommen, also müssen die für immer von ihm getrennt sein, oder? Und noch weiter existieren. Aber es ist nicht gerecht. Gerechtigkeit und Konsequenz sind zwei verschiedene Sachen. Gerechtigkeit ist für mich, du bekommst eins geholt, du kannst eins zurückholen. Weißt? So, du kannst etwas auf eine Waage legen, es ist, aber du kannst doch nicht Ewigkeit auf die eine Seite vor der Waage legen und irgendwie einen Gedanken, hast mal eine Frau hinten nachgeschaut, die nicht hat so, du weißt doch nicht, was man sich alles vorstellt, auf die andere Seite vor der Waage und dann hast du nur ein bisschen Sünde in deinem Leben. Und darum kommst du ewig in die Hölle. Weißt, es ist so, du kannst die Ewigkeit nicht als Gerechtigkeit nehmen. Du kannst es als Konsequenz nehmen. Dort gewisse theologische Ansichten, die versaufen genau in solchen Begriffsdefinitionen, wo plötzlich Begriffe verschmelzen. Der Begriff von der Hölle macht für mich dort Sinn, wo ich das Gefühl habe, also für mich beschreibt es einen Zustand. Und wenn ich auf dieser Welt herumschaue, dann sehe ich höllische Zustände. Und das Wort hilft mir, um so Zustände zu beschreiben. Also wenn du irgendwo Bilder von einem Genozid oder so Sachen siehst, dann musst du sagen, sorry Mann, da hilft dir ein Wort wie Hölle. Weil es ist so ein starkes Wort. Hölle auf Erde, ja. Ist es, ja. Und, ja natürlich, ich glaube, aber das ist jetzt mein momentaner Stand, aber da bin ich auch noch nicht happy damit. Wir sind auf einer Reise, gell? Ja. Also ich würde sagen, ich glaube, es gibt nicht eine Auslöschung vom freien Willen. Das heisst, Liebe lässt immer eine Wahl offen. Das heisst, ein Gott von der Liebe kann nicht ein Geschöpf dazu zwingen, ihn zu lieben, sondern es soll aus freiem Willen passieren. Und darum könnte ich mir auch vorstellen, dass Geschöpfe die Möglichkeit haben, sich dieser Liebe zu weigern oder zu entziehen. Christen sagen mir immer, ja, in diesem Leben. Und ich sage einfach, ja, das Leben ist das Leben. Aber wir wissen ja nicht, was nachher noch alles passiert. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass nachher, wenn du tot bist, dass Gott dir begegnet. Also wenn Gott Liebe ist, dann kannst du dich der ja nicht entziehen. Ob du jetzt einen freien Willen hast oder nicht. Weiss nicht. Das ist für mich einfach, das steht für mich so im Raum. Weil das ist für mich noch ein Fragezeichen. Weißt, kannst du dich dann an dieser Liebe? Du meinst eine Liebe, die so kräftig ist, dass sie einfach unübersehbar ist. Kann man sich dem entziehen? Ja. Selbst als Mensch, der in diesem Leben vielleicht sich sehr, sehr entfremdet hat oder vielleicht auch entzogen hat von aller Liebesschönheit und Fähigkeit und Würdigkeit. Nach dem Tod, weißt, wo findet denn der Spielraum noch statt? Aber das weiss man, wird ich wahrscheinlich auch nie abschliessend beantworten können. Ich glaube... Ach komm, gib die Hoffnung nicht. Ich glaube einfach, die gute Nachricht ist besser, als dass wir uns das alle denken könnten. Und das befreit mich mega. Und weißt, dort bin ich auch auf einer Reise, wo ich auch Sachen entdecke und ich muss sagen, Scheiße, Mann, ich habe richtig Bock drauf, den Leuten von Gott zu erzählen, weil ich so denke, Gott ist viel besser, als ich es mir immer vorgestellt habe. Und das finde ich noch schön.
Ich finde es sehr toll, hast du das jetzt ausgeführt mit der Hölle? Ja, das ist jetzt ein bisschen lang gegangen, aber alle, die bis dahin da geblieben sind, ich gebe euch einen virtuellen Schulterklopfer. Ich klopfe euch jetzt auf die Schulter. Ich werde gleich noch... Aber das Spannende, sorry, dass ich dich noch unterbreche, ja, das wäre ja dann auch spannend beim anderen Tag, beim offenen Theismus, wo für mich und glaube für dich auch ein cooler Tag ist, wo wir uns sehr können connecten mit dieser Idee vom offenen Theismus. Es gibt einen Sinn, wieso gibt es so viel Leid auf dieser Welt. Gott weiss gar nicht unbedingt. Er lässt nicht alles durch seine Finger und tut das Häkchen hinten dran setzen, sondern er durchlebt es mit. Aber dort habe ich auch die Frage vom Plot, oder? Also die glauben ja auch, dann Gott führt die Geschichte auch irgendwo her. Und dort ist für mich dann wieder die Frage, ja okay, wie stark führt Gott eine Geschichte noch mit her? Wie fest dringt er denn ein in den Freiwillen vom Menschen? Also da kannst du auch wieder sagen, wenn ein Mensch, oder das gibt ja dann immer die Stories von Muslimen, die irgendwie Träume von Jesus haben oder so. Ja, sagen, genau. Da greift ja etwas mega stark ein. Und irgendwo greift etwas nicht stark ein. Ja, genau. Also wo führt denn das her und wie fest tut denn Gott selektionieren, wo das er eingreift und wo nicht? Wo lässt er den freien Willen? Wo zieht er mehr? Wo gibt es mehr Magnetkraft und wo weniger? Das sind so Fragen. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Ja, genau. Ja. Ja, offener Theismus. Ja, auch eine Spannung gewesen. Voll. Ich finde, das bringt eben auch neue Ansätze. Voll. Dort habe ich auch ein geiles Feedback noch bekommen von jemandem, der die Idee nicht so spannend gefunden hat. Aber das ist, also nein, der einfach sehr viele Fragen daran hat. Aber das ist eben genau cool. Wir wollen überhaupt nicht mit diesen Talks sagen, die Talks oder die Gäste, die wir einladen, das ist 1:1 unsere Meinung, sondern Wir geben Impuls, oder? ja, und setzt euch kritisch bitte damit auseinander. Und wir machen ja das auch. Also wir sind ja noch nicht so, dass wir sagen, alles, was die Veronika gesagt hat, stimmt. Und, sondern wir sind auch wirklich, wir finden es inspirierend, spannend. Aber und ich würde sagen, auch ein grosser Teil davon, finde ich, hat mich jetzt sehr bereichert, die ich gerne mitnehme. Aber es gibt auch Sachen, wo ich nicht so 1:1 kann. Also was wir sicher machen ist, aber wir lassen den Gästen viel Raum. Unbedingt, Und dann kommt halt sehr viel. Jetzt zum Beispiel bei Veronika und beim Valentin vor allem. Bei Veronika habe ich es aber auch bereichernd gefunden, dass all die Sachen mal angesprochen werden. Weißt du, jetzt besonders im Sex-Talk. Es ist halt, dann kommen einfach mal die Themen auf, oder? Und dann setzt man sich mit dem auseinander, wo mal ein bisschen über die Moral rausgeht, oder? Über die Moralpredigten und so. Und mal über Sexualität gehört. Ja, und das Krasse beim Valentin habe ich zum Beispiel gefunden, ich meine, das ist ja, wir haben uns ja wirklich jetzt an einen Kampfatheist gestellt auch. Also, ich würde jetzt mal sagen, wir sind ja beides noch gottgläubige Menschen, oder? Und haben jetzt mal gesagt, wir gehen jetzt mal in die Opposition, wir gehen uns die mal reinziehen. Und es hat mich schon noch beeindruckt, wie geschärft er seine Argumente hatte. Ja, aber er ist Tag und Nacht im Poster. Valentin, wenn du das jetzt hörst, du bist Tag und Nacht im Tunnel. Ja, außerdem, aber es ist so, ich finde, der Valentin, wenn du auf Social Media siehst, dann wirst du denken, was ist das für ein verbitterter, hasserfüllter, weißt du, muss immer rauslassen, von irgendjemandem muss ja die Energie kommen, aber er ist ein ganz lieber Typ. Es ist wirklich sehr entspannt. Es ist cool, mit ihm zu reden. Und es hat mich auch, es ist auch cool gewesen, weil ich gemerkt habe, es hat mich auch motiviert, genau gleich meine Argumente, die ich in meinem Leben für meine Denkweise habe, auch zu schärfen. Das habe ich aus dem Tag mitgenommen. Ich habe gedacht, shit, genau so überzeugt und wach wie du bist, Valentin, so wach will ich für meine Überzeugung auch sein. Und gleichzeitig aber auch nicht so verbissen, wo ich wie merke, hey, klar will ich auf der Vernunftsebene wirklich auch nicht einfach irgendwelche Sätze nachplappern, sondern wissen, was ich dann auf der Vernunftsebene für Argumente habe. Und gleichzeitig weiss ich ja auch, wenn ich an etwas glaube, das man vielleicht nicht erklären kann, dann muss ich auch einen gewissen Spielraum offen lassen. Jetzt nicht. Du kannst nicht wissenschaftlich schließen, die Lücke. Genau. Ja, auf jeden Fall merci Valentin und auch merci Veronika, merci alle, die mitgemacht haben. Ich habe mir auch noch selber einen Schulterklopfer gegeben. Der Valentin hat wirklich viele interessante Inputs gegeben. Eins ist schon, du hast ihn gefragt, was ist dein Hauptargument gegen Gott für dich? Und er hat gesagt, ja, dass das Universum so vor sich her Universum Milliarden von Jahren und dann sagt es plötzlich einmal
um den Planeten gehen, um die... Er hat so lustig Jesus. Das ist der lustigste Moment. Und er hat gesagt, ja, du da hier... Du hast schnell masturbieren. Finger weg von der Decke, nicht masturbieren. Das habe ich kaputt gelacht. Alter, das gibt's doch nicht. Er hat natürlich auch immer so gute Sprüche. Ja. Das ist das... Das habe ich auch als Argument mal gebracht, ihm 2 Saudi-Stellen fragen, wo ich mir gedacht, Atheisten könnten sich das fragen. Wieso ist das Universum so gross? Und das ist eben nachher eine billige Antwort, die wir haben, ja, Gott ist halt so gross, also hat er seine Grösse zeigen. Ja, aber das Lustige... Anscheinend fühle ich mich jetzt fast bestätigt, bestätigt, dass es Atheisten gibt, die sich genau das fragen und das als ihr Top-Argument darlegen, wieso dass es nicht plausibel ist, an Gott zu glauben. Und ich habe mit jemandem noch geredet, wo auch genau das gesagt hat, wo gesagt hat, das Argument, ja, das hat ihn noch beschäftigt. Lustigerweise, mir sagt das gar nicht. Ja. Also es kommt voll auf den Typ drauf an, ja, ist, oder? Ich habe wirklich auch das Gefühl, dass es auch manchmal typabhängig ist, was einem jetzt anspricht oder beschäftigt oder was nicht. Ja. Das Geile war ja auch, dass er hat es dann noch gepostet bei seinen Kanälen und irgendwelche so Leute aus seinem Umfeld, also ich würde mal behaupten, auch Atheisten, haben sich ja dann auch ein bisschen, auch so ein bisschen gesagt, hey, du hättest sie noch härter dran oder was, irgendwie so, also du hättest nicht noch mehr einschenken oder so. Also es ist lustig von allen Seiten. Wir erwarten immer so eine Aggressivität, genau, wenn man vom gleichen Team ist quasi. Genau, wir erwarten immer so eine voll verbissene Debatte und wir denken immer so, entspannt euch mal. Wir sind einfach gewundert. Ja. Wow. Yes, aber ich würde jetzt mal an dieser Stelle sagen, unsere Reise ist noch nicht abgeschlossen. Nein. Was sind Themen, die dich noch beschäftigen? Das freie Wille-Thema. Ich weiß nicht, wann wir das mal angehen wollen, aber da habe ich auch schon so ein bisschen theologische Auseinandersetzungen gehabt, mit Leuten, die so denken, mit Sovereign Grace, also Gott erwählt dich und du nicht Gott. Also alles, alle guten Entscheidungen kommen vom Heiligen Geist. Oder von Gott und alles Schlechte kommt von dir. Und wir auch zu hart zu Berg stehen. Aber ich glaube, das Argument hier auszuführen, ich habe schon eins, würde auch den Rahmen jetzt definitiv sprengen. Aha. Aber wir haben ja zum Beispiel als nächstes noch einen Gast, den wir wissen, nächste Woche. Und zwar geht es dort um das Evangelium, kann das so postmodern sein. Postmodern ist so ein Begriff, der so ein bisschen eben auch Bückeli verursacht in ganz vielen christlichen Kreisen. Was ist überhaupt postmodern? Oder verbeugt man sich da zu fest? Tut man da zu fest Wischi-Waschi machen, wenn man versucht, die christliche Botschaft für postmoderne Menschen zu formulieren? Es geht ja genau darum. Menschen, die postmodern denken, wie können die mit dem Evangelium erreichen? In dem Religionspluralismus, in dem Wertepluralismus, was hat das Christentum noch für einen Platz, oder? Ja, und diesen Leuten musst du nachher nicht kommen mit Jesus ist für dich gestorben und sonst kommst du in die Hölle, wenn du dich nicht für ihn entscheidest und es gibt entweder oder und das ist die Wahrheit, weißt? Dann schalten die bei all diesen Stichworten, die schalten sofort ab. Ja, und ich bin sehr gespannt, was er für einen Ansatz hat. Ich habe 2-3 Bücher gelesen über postmoderne Kirche, also die Emerging Church, das war so der Begriff, wo in Amerika das mal ein bisschen gestartet hat, wo sehr viel Moderne und Postmoderne analysiert hat und nachher so gesagt hat, wie verändert sich das Christentum in einer Postmoderne. Ich habe mich recht mit dem auseinandergesetzt. Ich habe so meine Ideen oder meine Gedanken, wo ich das Gefühl habe, in die Richtung sollte die Kirche gehen, weil sie will relevant bleiben. Aber meine Befürchtung oder ich habe eigentlich das Gefühl, ich tue das oft aufgrund von meinem Typ, wie ich bin als Mensch. Ich projiziere oft meinen Typ Mensch auf alle Typ Menschen. So wie ich das Christentum attraktiv finde, so finden es alle Menschen attraktiv. Das ist ganz menschlich, das zu machen. Ja, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass, wenn es um die postmoderne Debatte sich immer den Leuten sagt, hey, wir müssen mehr das machen. Und dann gibt es so gewisse Leute, die sagen, hey, was, das ist doch für nichts. Weißt du, das interessiert mich gar nicht. Und ich denke so, das interessiert alle. Spannend. Ja, also ich freue mich sehr auf diesen Tag. Es ist übrigens der Andreas Loos, der da wird Gast sein. Er ist Dozent am Theologischen Seminar Krishona. Aber ja, also, hey, wir gehen weiter auf die Reise, bleiben dran und fröhliches Kommentieren und Nachrichten schicken. Ja, checkt auf alle Fälle mal noch die Homepage christkind.li ab. Genau. Darauf findet ihr eigentlich alles zu unserem Podcast, aber auch noch ganz viele andere spannende Sachen, die Jan bis dahin mal so ein bisschen gemacht hat. Ihr könnt entweder dort kommentieren oder auf Facebook.
Hey, cool, dass wir bis dahin dran geblieben sind. Nochmal ein Schulterklopfen von unserer Seite. Und wir freuen uns auf weitere spannende Unterhaltungen, Diskussionen und Kriege. Yes. Tschüss zusammen. Ciao. Dino und Stego. Wir haben Fragen auf all deine Antworten.